Wo sind wir das letzte Mal bei der Liste stehen geblieben? Wir sind inzwischen bei 300 Artists oder Artist-IDs, die da rausgesucht worden sind, entsprechend, die da auch in dieser Liste vertreten sind. Das sind jetzt die Followerzahlen von heute updated, zum Zeitpunkt, wo der Livestream da läuft. Es sind ein paar dazugekommen. Jetzt tun wir sicher noch ein paar dazu adden. Ich habe auch oben so ein bisschen Spotify-Fenster integriert, dass ihr seht, was ich gerade am Suchen bin. Im Hintergrund sozusagen. Da jetzt mehrere Tabs offen. Aber ja, die Idee von dieser Liste ist eigentlich, dass man da erstmal, wie ihr seht, alle Artist-IDs auflistet. Momentan passiert das noch manuell. Irgendwann, das ist jetzt heute ein bisschen kläglich gescheitert, hätte ich noch die Affiliated Artists raussuchen. Also die Subpage, die es amigs zeigt auf Spotify, was die Fans auch noch hören, so die 20 Artists, die dort amigs drin sind. Es gibt irgendwie technische Möglichkeit, das auch rauszuziehen. Angefangen mit einem Artist, mit einer ID, die nachher wie so vorgibst. Habe ich heute jetzt noch nicht anbekommen. Man hat viele Error-Messages bekommen. Das versuchen wir mal ein anderes Mal. Für den Moment tun wir da einfach manuell eintragen. Und wie es funktionieren wird, nachher seht ihr all die Artist-IDs aufgelistet. Momentan sind es 300 an der Zahl, aber es werden noch mehr. Und dann lässt man einfach das Skript laufen. Rennt zuerst das erste Skript. Eigentlich kann man sagen, gerade zusammenlaufen lassen. Und dann nimmt man wie die Follower raus oder sagt im Skript, hey, nehmen wir die Follower, Popularity-Wert, das ist ein anderer Wert, da kommen wir irgendwann mal dazu. Aber mir geht es da eher um die Follower. Nimm einfach die Follower raus mit den jeweiligen IDs zum heutigen Datum. Und dann entsteht die lustige Liste da, oder spannende Liste. Und im Idealfall tun wir das dann auch noch daily tracken. Das machen wir jetzt dann noch nicht, aber das landet dann irgendwo in einem täglichen Zeitverlauf. Für das wiederum brauchen wir dann auch ein Skript, wo wir uns da noch zusammen basteln müssen oder zusammen machen müssen. In meinen sehr, sehr basic Skills und der Hilfe von ChatGPT natürlich. In so einem Fall. Oder von der gesammelten Coding-Kraft der Menschheit, wo ChatGPT sich da zusammenklaut. Muss man an der Stelle sagen. Aber ja, am Schluss haben wir dann die Liste da. Genau. Was kann ich da noch sagen für den Moment oder für die da amix bei diesen Livestreams am Anfang zuschauen? Ein kleines Update. Ich habe heute noch mit den Herrschaften vom Nebengeräusch-Podcast habe ich noch über DMs geredet, weil sie mir wie so ein bisschen die Hilfe anbieten mit gewissen Ergänzungen zu meiner Liste. Weil für gewisse, die sich da sicher schon ein bisschen befasst haben mit dem Podcast, die diggen da sehr, sehr tief. Wir haben heute in einem sehr geistreichen Austausch, sage ich jetzt mal, aber kürzer hin und her haben wir ein bisschen erfahren, dass wir so ein bisschen Zwilling sind, wenn es darum geht, tief zu diggen bei New Releases. Und ich würde Ihnen einen kurzen Shoutout geben und mich auch bedanken, dass Sie mir da auch gewisse Listen zur Verfügung stellen. Viele Überschneidungen gibt es dort schon zu gewissen Artists. Ich werde dann irgendwann einmal dann die da sehen, die mir aufgelistet haben, schon vorher, die Idee wäre gewesen, dass wir dann irgendwann einmal noch die Affiliated Artists anschauen. Dann hat man wie so die Universen von diesen jeweiligen Artists oder geht dann tiefer rein in gewisse Richtungen.
Ja, die Herrschaft aber vom Nebengeräusch-Podcast haben, oder der Krigu spezifisch, hat sich dort auch zur Verfügung gestellt oder hat auch gewisse Inputs geliefert oder wird noch gewisse Listen liefern. Die habe ich noch nicht angeschaut, aber ja, Shoutout auf jeden Fall an sie. Gehen Sie supporten, schauen mal auch an, was sie da für Playlists haben. In der Zwischenzeit, wo ich so ein bisschen weg war, haben sie auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet mit ihren Playlists, die sie da haben. Und dass sie die Leute oder die Community immer auf dem Laufenden gehalten haben mit New Releases. Genau. Jetzt schauen wir aber mal heute, wo wir manuell einfach mal weitermachen. Und wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich heute noch mache, aber ja, wir schauen jetzt mal. Ich bin da irgendwo in der einen ursprünglichen Playlist von mir bin ich da noch stehen geblieben das letzte Mal. Irgendwo finden wir das jetzt noch raus. Irgendwo da. Ja, ihr seht, das ist auch ein bisschen willkürlich. Wahrscheinlich beim Easy. Darum seht ihr da auch, es hat jetzt nicht irgendeine spezielle Reihenfolge. Ich habe da mal zuerst mal alle abklappert, wo ich da irgendwie mal geaddet habe. Ja, und je nachdem, ob sie halt irgendwie auch ein bisschen aktuelle Releases sind. Weil sonst macht das nicht so viel Sinn. Aktuelle Releases müssen wir dann noch definieren, bis wann wir dann zurück würden gehen in dieser Liste. Momentan adde ich Artist Pages, die irgendwie noch einen Release haben bis 2023. Wir können auch weiter hinterher gehen, aber irgendwo kann man dann irgendwie abbrechen und sagen, hey, 2022 oder älter, sage ich jetzt einmal, kann man irgendwie ein bisschen davon ausgehen, dass die Person oder der Artist oder die Artistin inaktiv ist momentan. Ja, ist ein bisschen fies, ich will das irgendwie nicht selber bestimmen, aber es ergibt sich so, dass bei den meisten Einträgen, dass es bei gewissen vermehrt vorkommt, dass ich so im 2023 den letzten Release gesehen habe. Und die habe ich jetzt noch rein da. Gewisse, die weiter zurückliegen, die kann man dann immer noch adden, wenn sie dann neue Releases haben. Vielleicht machen wir dann auch da irgendwann nochmal ein Feld oder eine Spalte mit dem aktuellen letzten Release-Datum. So, dann kann man das wieso auch ein bisschen filtern. Dann weiss man vielleicht zumindest, in welchem Jahr das letzte Mal ein Release rausgekommen ist. Genau, weil gewisse Artist-Pages können natürlich immer noch Follower generieren, auch wenn sie länger nicht released haben, weil halt gewisse vorherige Songs, die ein paar Jahre schon älter sind oder schon vorher released worden sind, die können natürlich immer noch weiter recommended werden und das generiert dann trotzdem noch Spotify-Follower, wenn die Songs stark genug sind und weiterempfohlen werden. Aber ja, der Cut-Off, sage ich jetzt mal, ist bei 2023. Und ja, die allermeisten von denen haben 2023 oder aktueller etwas released, sage ich jetzt mal. Und genau, jetzt aber wieder zurück schnell zu Spotify. Ja, ich da eben nicht weiss, wo ich bin. Das ist schwierig. Die hat bei Milli, okay. Ja, okay, ich weiss wieder wo. Gut, das wäre jetzt eben genau so etwas 2022. Ja. Nehmen wir auch die Listen auf, die Artists gehen nicht verloren, für die mache ich da zusätzliche Listen mit letzter Release 2022 oder älter. Da kann man die immer noch adden oder in einer anderen Auflistung machen.
Dann gibt es gewisse, die haben mehrere Sprachen. Ja, würde ich teilweise auch gerne dazu tun, müsste man vielleicht einmal in eine Mixed-Liste tun. So, momentan tue ich nur die Schweizerdeutschen rein. Ich würde dann irgendwann noch Französisch auch noch adden. Aber ja, für den Moment sind es nur Schweizerdeutsch. Ja, das ist definitiv 2020. Diese Filme ist schon drin. Jetzt kommen wir aber langsam Doppelungen. Da beachten muss. Ja, der schon länger nicht mehr released. Die Enzo. Kommt da noch dazu, ne? Ja, bei gewissen ist jetzt ein bisschen das Dumme dran. Ja, haben halt mehrere Sprachen drauf. Ich schreibe die auch noch aus, schau dann mal. Wenn es grösste Teil Schweizerdeutsch ist, kann man es dann immer noch rein tun. Gewisse Accounts, habe ich da noch ein Ding? Ja, gewisse Accounts, wenn wir natürlich Multilingual, wenn man natürlich nicht so richtig weiss, mit welcher Sprache der Großteil der Follower generiert worden sind. Jetzt
Zweifelsfall kann ich dann immer noch nach dieser Sprache gehen, die am meisten in der Diskografie vorkommt. Wenn man das aber noch nicht so weiss, kann ich es immer noch zu einem späteren Zeitpunkt rein tun. Unbedingt an Genres, weil sonst wird die Liste mad random. Ich laufe natürlich jetzt schon in Probleme rein, dass nicht alles in der gleichen Stilrichtung geht. Der junge Mauritius, der müsste schon drinnen sein. Ja, das meiste, was halt jünger ist in dieser Liste, ist halt obviously Hip-Hop oder Hip-Hop-affin. Irgendwie im Dunstkreis Hip-Hop, aber irgendwann einmal wird es ein bisschen wild durchmischt. Wer haben wir versucht zu finden? Da. Gut. Den kann man mal sein lassen. Den Syndikat haben wir auch schon drin.
Was er mich gesehen da machen, ist ab und zu kann ich abchecken, ob einfach die Follower übernommen worden sind, die aktuellen von heute. Aber das ist eigentlich jetzt auf Knopfdruck gemacht worden. Von dem her ja, umso mehr wir da in die Liste tun, so schneller können wir dann irgendwie eine Übersicht über, so wie die zum Beispiel da, wo wir dann wie so alles visuell können anzeigen. Bam, bam, bam. Da sehen wir wie alle Artists, je nachdem wie viel wir da drauf haben. Dann passt das auch gerade schön an. Aber es gibt sicher noch geilere Visualisierungen, die wir machen können. Und ja. Darum schauen wir jetzt, dass die Liste noch ein bisschen wachsen tut. Dann der gute MQ, wo wir auch vergessen haben. Was wir heute jetzt gerade hatten vom Krigo. Genau, der Krigo war so lieb gewesen, einfach, dass ich es nochmal wiederhole. Hat sich gemeldet über DMs. Ich hoffe, es ist auch okay, dass ich das sage. Aber er hat wieso darauf reagiert, wo ich nach Input gefragt habe. Und die es wissen oder auch den Nebengeräusch-Podcast so ein bisschen mitverfolgen, der Krigo. Und die so ein bisschen im Podcast mitwirken, sind auch ganz passionierte Diggers. Sprich, wissen sehr gut Bescheid über New Releases. Schweizerdeutsche New Releases oder einfach New Releases generell aus der Schweiz. Egal was für Sprachen. Und er hat mir netterweise seine Hilfe angeboten, die Listen zu ergänzen. Und das werden wir jetzt auch machen in der nächsten Zeit. Oder einfach mal ein bisschen abgleichen, die Daten, die sie haben. Und ja, in der Zeit, wo ich jetzt da wie so ein bisschen am Schlummern war, hat natürlich der Krigo, weil heute habe ich das wie so ein bisschen verstanden, nachdem ich ein bisschen angeschaut habe, mit was sie worken. Also ich habe natürlich schon gewusst, dass sie immer die Playlists haben, die New Release Playlists. Die habe ich mir auch in der Vergangenheit sehr gerne angeschaut oder ein bisschen auch als Referenzwert verwendet, nebst anderen Quellen. Aber er hat auch gewisse Listen, wo ich gedacht habe, okay, die sind sehr, sehr umfangreich. Und ja, also sagen, ein cooler Zug, dass er da helfen will. Der MQ ist natürlich noch nicht drin, aber eben, gewissen Kriege, wie ich es dir auch schon gesagt habe, wie du jetzt auch merkst, sind amigs gar noch nicht dazu gekommen, alle einzutragen, oder es kommt jetzt alles mit der Zeit. Tun wir aber auch gerne rein und dann auch Features schauen wir dann auch noch an, die Sinn machen auf jeden Fall. Ja, schauen wir dann alles noch mit der Zeit an. Dann okay, ist Französisch. So mit dem Basement-Account, ja, Label-Accounts oder so Kollektiv-Label-Accounts. Tun wir wahrscheinlich irgendwo in eine eigene Auflistung irgendwann mal. Wenn wir überhaupt so weit kommen. Jetzt sonst, ich sehe es jetzt schon wieder, die Listen werden mad lang. Und wenn wir jetzt schon bei 300 Einträgen sind da, und es kommen noch jenste dazu, also ich habe noch nicht mal bei weitem alles abgeschöpft, alle Quellen abgeschöpft, die ich da intern habe. Und das ist noch nicht mit reingerechnet, was irgendwie andere externe Leute da noch mithelfen, wie eben so ein Krigo vom Nebengeräusch-Podcast oder vielleicht auch andere Leute, die ihre Hilfe anbieten. Ja, von dem her schauen wir mal, wie viel wir da noch eintragen. Und das Geile daran ist natürlich auch,
ich habe natürlich so wieder Gelegenheit, auch zurückzugehen zu gewissen Artist-Profilen, die ich schon sehr lange nicht mehr angeschaut habe. Und es ist schon ein bisschen, fast ein bisschen nostalgisch teilweise oder ein bisschen weird, gewisse Artist-Pages anzuschauen aus dem 2019, 2018 oder auch schon vorher, wo ich irgendwann mal in eine Playlist gepackt habe, ohne genau zu wissen, was ich dann mit denen mache. Einfach, um sie mal in einem Verzeichnis zu haben. Und allein schon bei denen anschauen wieder, die halt irgendwie weitergemacht haben, weiter released haben. Oder gewisse, die vielleicht gestoppt sind in dem Moment. Aber ja. Das ist halt eben das Problem, in Anführungs- und Schlusszeichen. Es wird dann eben noch eine riesige Arbeit, teilweise Feature Artists oder alle repräsentativ zu vervollständigen und da einzutragen. Oder wo halt aktuell irgendetwas released haben. Ja, im Zweifelsfall gewisse muss man sich noch genauer anschauen. Schreiben wir mal raus da. Genau, an dieser Stelle kann ich es vielleicht auch mal kurz anmerken. Producers, sind wir nicht böse.
aber die sind bewusst da noch nicht drin. Also gewisse, die Producer-Accounts haben, ist jetzt aber teilweise schon vorgekommen, dass ich mir ein paar notiert habe, die sicher mal in die Liste werden reinkommen. Ich würde jetzt da nicht so dumme Unterscheidungen machen zwischen Producer und Artist. Ich meine, wenn du ein Artist-Profil hast auf Spotify, bist du in dem Sinne Artist. Egal, ob du jetzt einfach Produzent bist oder Kompositionen gemacht hast, sozusagen. Ich mache aber momentan auch schon noch eine Unterscheidung, wenn es darum geht, dass es irgendwie Producer-Accounts sind, die halt wild durchmischt, irgendwie verschiedene Sprachen releasen, weil das halt der Follower-Account auch anders beeinflussen. Da in dieser Liste geht es mir mehr um den Follower-Account von wirklich schweizerdeutschen Accounts. Und ja, so Producers, die dann irgendwie internationalere Languages verfolgen oder Sprachen, passen irgendwie da jetzt einfach nicht rein. Es sei denn, wir machen dann am Schluss einfach extra Spalten, um das ein bisschen unterteilen. Dann noch die jeweiligen Bandmitglieder von Gruppen. Ja, könnte man sich auch darüber streiten, ob man dann alle einzeln rein tun. Ich tue jetzt mal da, in so einem Fall, tue ich auch die jeweiligen Gruppenmitglieder rein, weil es ergibt sich ja ganz oft, dass sie dann auch Solo-Releases machen, logischerweise. Und es ergibt sich dann aus dieser Logik heraus, dass man natürlich auch sie individuell drin hat. Soll drin haben. Gewisse habe ich da aber schon rein da. Genau. Jetzt sagst du das ist er. Der oben auch. Hey Scalo, danke dir vielmals fürs Erfolg wünschen. Ich brauche es zwar nicht. Für die Liste eigentlich funktioniert alles. Den Erfolg würde ich nur brauchen, wenn technisch etwas nicht würde funktionieren. Was das wird? Gute Frage. Ich habe einfach ein neues Projekt, weil mir ist langweilig war. Die kurze Antwort. Die lange Antwort ist, gewisse, die da den Kanal schon ein bisschen weiter verfolgen, die wissen, dass es ein bisschen eine Downtime gegeben. Und mir ist irgendwann einmal die Idee gekommen, da ich sowieso mich in das Programm, das da im Hintergrund gesagt RStudio, mich ein bisschen reinfuchsen, wie das technisch funktioniert, so ein bisschen schüch
Basics vom Programmieren lernen im R und so ein bisschen Visualisationen machen und Statistiken, habe ich mir eigentlich so ein bisschen als Sidequest das Thema genommen, dass ich aus der Spotify-Schnittstelle, also man kann wie so als einfach gesagt oder laienhaft, so dass ich es auch, weil ich jetzt das sonst auch mit Developer-Zeug und so auch nicht am Hut habe, aber einfach gesagt ist, Spotify oder gewisse DSPs, Spotify in dem Fall gibt die Möglichkeit, gewisse Daten direkt über eine Schnittstelle abzuzapfen. Für das brauchst du amigs so die IDs, die Spotify-IDs. Das haben wir jetzt schon gemacht in den letzten Wochen oder letzten Tagen. Haben wir da recht viele Artists oder Artist-Pages zusammengesammelt. Und dann machst du wie so ein Skript, wo die Schnittstelle abfragen nach gewissen Daten. Spotify gibt dir nicht so viele Daten, also unter Normalsterbliche, die wenn so Developing Tools machen, wieso das teilweise gemacht wird, das ist so die Überlegung, gewisse Analytics-Tools, die ihr da draussen seht, so wo Artisten beworben werden oder Managements oder so, wo ganz viel Geld kostet monatlich, die zapfen dann auch die Spotify-Daten ab. Wenn du da einfach ganz normal mit einem normalen Token das würdest abfragen, so wie ich das jetzt da mache, dann gibt es dir nicht sehr, sehr viele Daten. Was du aber da kannst bekommen, sind zum Beispiel Spotify Follower. Dann gibt es so einen Wert Popularity, das ist ein Wert von 1 bis 100, wo jeder Artist im Hintergrund hat. Witzigerweise siehst du den Popularity-Wert nicht im Vordergrund. Das ist wirklich so ein Behind-the-Scenes-Stat. Auf der Spotify API Developer Seite dort steht irgendwie nur so eine ganz vage Erklärung dazu, dass das irgendwie berechnet wird, ein Schlüssel da dahinter steckt, wo irgendwie aktuelle Streams plus Follower plus halt wie viel Motion du hast auf dem ganzen Artist-Account momentan, und dann gibt das nachher wie so einen Wert von 1 bis 100. Das kann sich auch immer verändern, das verändert sich wöchentlich, monatlich, whatever. Schauen wir uns da jetzt aber nicht an, da tun wir einfach mittracken, einfach weil wir es können. Mir geht es da jetzt eher um die Follower, und jetzt momentan ist es einfach ein täglicher Print, den man macht, also wie so ein täglicher Abgleich. Also jetzt einfach 1 zu 1, die ihr da seht, die hat es da mit dem kleinen Skript, das wir gemacht haben mit Hilfe von ChatGPT, weil ich Basic bis gar keine Kenntnis habe von Coden oder noch nicht. Macht es da mit so einem kleinen Skript, sucht es da all die IDs raus, also Spotify Artist Pages, mit den jeweiligen Followers. Das, was man manuell auch zusammensuchen könnte, macht es da jetzt automatisch und tut es dann gerade in eine Liste verpacken. Und die Vision oder die Idee, die ich einfach hatte, ist, dass wir das dann täglich haben. Also jetzt nicht nur den Tag heute, sondern jeden Tag. Und dann für einen längeren Zeitraum. Dann hätten wir auch so schöne, attraktive Zeitstrahl, die man machen könnte, Visualisierungen zu jedem Artist. Eigentlich das, was die Artists individuell auch in den Analytics, Spotify Analytics haben, hätten wir da nachher auch. Eben, das Ganze gibt Spotify zur Verfügung, wenn man so ein bisschen checkt, wie das geht oder was man da abfragen muss. Aber viele Daten gibt dir Spotify einfach nicht. Also das, was ihr aber auf der Oberfläche seht, so die Anzahl Streams oder die Monthly Listeners, die monatlichen Hörerinnen, die kann ich da jetzt zum Beispiel nicht abfragen. Kommt mir aber gelegen, also die Streams hätte ich gerne noch dazu da. Das ist jetzt halt technisch nicht möglich, aber mir kommt das gelegen, weil das öffnet sowieso mal eine Diskussion, dass man sich da auch ein bisschen mehr die Follower anschaut, Spotify-Follower, und nicht nur die monatlichen Hörer. Oder weil die monatlichen Hörerinnen-Stats, die variieren sehr, sehr stark. Und ihr seht auch bei gewissen, die noch
relativ wenig Follower haben, also Spotify-Follower, wirklich Leute, die auf die Artist-Page gegangen sind und dort auf Follow geklickt haben. Gewisse haben dennoch irgendwie teilweise monatliche Hörerinnenwerte von über 1000 oder 2'000, 3'000. Und ja, es ist, wir könnten dann, wenn wir dann vielleicht auch irgendwann mal Vergleichswerte haben mit monatlichen Hörerinnen, könnten wir natürlich auch so ein bisschen eine Relation feststellen, also das ins Verhältnis tun, wenn wir wie viel Prozent Follower zum Beispiel irgendwie bei den und den Monthly Listeners Range würde Sinn machen. Momentan ziehen wir da aber jetzt nur die Follower mal raus. Das reicht mir für den Moment auch schon. Weil allein schon, dass wir da jetzt so einen Überblick haben oder können sagen, hey, gib mir die 40 mit den wenigsten Follower von unten. Haben wir da nachher wie so, allein schon wegen so etwas. Sind jetzt natürlich viele Namen. Aber dann ist es ein bisschen zusammengewurschtelt, aber kann man sich dann gewisse Visualisierungen machen. Ja, das ist so ein netter Side-Effekt, dass ich jetzt da auch noch ein bisschen mit so schöneren Visualisierungen ein bisschen herumspielen kann und das dann vielleicht auch mal in Content verpacken kann. Für den Moment geht es aber eher mal um die Recherche. Also wir geben da noch ganz viele Artist-IDs ein. Oder machen das heute jetzt auch noch. Das passiert jetzt so im Hintergrund. Ich habe so die Notizen da offen. Auf dem PC und dort gehen jetzt ein paar Playlists gerade durch. Und ja, gewisse externe Leute, wie ein Krigu vom Nebengeräusch-Podcast, haben sich jetzt auch schon zur Verfügung gestellt. Oder netterweise ihre Hilfe angeboten mit Release-Listen oder halt eigene Listen, die sie dann am Führen waren. Von dem her, ja, wenn ihr noch gewisse Namen da vermisst, liegt es einfach auch ganz oft daran, dass ich gar noch nicht zu diesen Namen gekommen bin. Ihr seht, es kommen halt laufend dazu. Momentan sind es gerade 300, die ihr da drin sehen in dieser Liste. Ich filtere die bewusst von unten nach oben, weil es hat natürlich auch grössere Artist-Accounts da drunter. Die tue ich aber, kann ich ehrlicherweise sagen, fast schon bewusst jetzt nicht so fest highlighten, weil irgendwie habe ich das Gefühl, es ist schon genug Fokus auf den grössten Accounts so auf Spotify. Das ist immer so ein bisschen das Natürlichste, was passiert, dass viele Konsumenten oder die sich halt interessieren für Spotify-Pages, halt automatisch zu den grössten Accounts irgendwie schauen. Und bei mir ist es oft immer sehr umgekehrt gewesen, oder auch heute noch nach wie vor interessieren mich eigentlich die Listen mehr, um zu schauen, okay, was ist wirklich im Untergrund so zu unterstunden oder möglichst halt tief in den Eisberg-Layers, was ist halt dort tief unten und was verhaltet sich dort, also wie verhaltet sich so zum Beispiel der Follower-Zuwachs bei gewissen Accounts, die irgendwo im 100er-Bereich zum Beispiel wären oder von 50 bis 100. Und dann kann man dann irgendwann mal auch ein bisschen gewisse Ebene, gewisse verschiedene Umfang oder Ranges aufzeigen. Genau, das so ein bisschen in einer Nutshell, was die Liste soll. Aber ja, eigentlich verfolge ich nicht wirklich Ziel damit. Es ist einfach so eine kleine Sidequest, die sich irgendwann einmal aufgemacht hat. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ihr hört halt nicht, was ich gerade höre. Weil natürlich, ihr seht zwar, dass ich da Spotify-Pages am Abscannen bin oder einfach ein bisschen wieder am Anhören bin, gewisse Geschichten, die ich da im Verzeichnis hatte oder in meinen bestehenden Quellen und Playlists und Verzeichnis, aber wir können die da leider nicht zusammenhören.
weil sonst würden da Content-IDs regnen auf YouTube und dann wird der Livestream ganz schnell mal gesperrt. So. Darum muss das jetzt alles gemutet stattfinden. Ist natürlich ein bisschen langweiliger leider, aber es geht da nicht anders. Ja, da werden wir jetzt sehen, da kommen natürlich auch noch andere rein. Weitli Tanz, I guess. Ich meine, das ist auch Schweizerdeutsch, ne? Tun wir halt auch rein. Ja, für gewisse müssten wir wirklich eigene Genres dann rein tun noch. Oder irgendeine Genre-Page. Ja, tun wir dann auch noch rein. Aber eben, was ich auch nochmal um ein bisschen auf das zu sprechen kommen. Es ist halt auch sehr einfach, aber das ist jetzt meine Meinung. Es ist halt sehr einfach, die grössten Accounts sich anzuschauen. Also ich weiss das ist so ein bisschen nach jahrelang, wir können das da auch schnell anzeigen. Aber ihr seht, ich könnte es natürlich auch immer so anzeigen lassen. Die grössten, mit dem Fokus auf die grössten Accounts. Aber ich finde das heutzutage fast schon ein bisschen zu langweilig, weil es gibt medial und irgendwie auf Social Media und eigentlich überall, wo man allen schaut, gibt es halt so einen starken Fokus immer auf das, was an der Spitze ist. Dass fast schon das, was ihr da jetzt werdet sehen, oder auch das, was ich bewusst, sehr, sehr bewusst in den letzten Jahren oder die so ein bisschen den Content mitverfolgt haben, von Anfang an, habe ich das immer schon bewusst ein bisschen versucht, so ein bisschen als Gegenbewegung mir das anzuschauen, was genau am anderen Ende eigentlich ist von der Artist-Kette. Nämlich die wirklich ganz am Anfang sind oder erst gerade angefangen haben, Newcomerinnen und Newcomer. Weil wenn sie dann irgendwann eine gewisse Größe erreicht haben und so im mittelgroßen Bereich sind oder langsam auf dem Weg sich sind zu etablieren, ja, ist jetzt für mich in den Analysen, die ich amigs gemacht habe in der Vergangenheit, ist dann irgendwann einmal nicht mehr so spannend. Ja, weil Leute haben dann einfach, das kann man eh nicht verhindern, haben dann einfach den Hang dazu, sich vielleicht so Statistiken eher anzuschauen, um zu schauen, hey, wer ist on top. So. Ja, darum seht ihr da, wenn es gefiltert ist, nach der kleinsten Anzahl Follower, ist das schon so ein bisschen bewusst so. Ist jetzt nicht eine Trotzreaktion von mir, aber ich würde schon ein bisschen einfach auch mit dem spielen oder das auch ein bisschen aufbrechen. Oder zumindest Leute, die dann neu die Livestreams ein bisschen mitverfolgen oder auf den Kanal erst so letztens gestoßen sind, dass die auch ein bisschen verstehen, mir geht es da jetzt irgendwie nicht darum, einfach eine Top-Ranking-Liste machen, wer die Größten sind. So, das machen genug andere Leute, genug andere Medien oder Plattformen thematisieren, wer die Größten und wer die Most Poppin' Artists sind. Interessiert mich da jetzt in dem Fall nicht. Mir geht es wirklich darum, eher so aufzuschlüsseln können oder auch können transparenter mit dem umgehen. Hey, was ist eigentlich so tief unter dem Eisberg, so, wenn man wirklich tief runtergeht in die Layers, wie verhalten sich dort Accounts? Weil ich habe auch schon gewisse Thesen oder Theorien, dass die Artist-Accounts, die wirklich tiefer unten sind, im Underground-Game
oder wirklich unter dem Boden erst gerade am Starten sind, dass die meisten von diesen Accounts organisch, also der Account selber, vielleicht gewisse Songs, aber der Account selber halt nicht so fest recommended wird. Aber ich will mich da jetzt auch noch nicht zu fest aus dem Fenster lehnen. Aber es ist auch nicht ganz einfach für die Accounts in der unteren Reihe da voranzukommen, wenn es jetzt um Follower-Zuwachs geht. Und vielleicht hilft uns die Statistik oder die Analyse auch ein bisschen, um das besser zu verstehen, wie sich das verhält, wenn man sich jetzt den Zeitverlauf von einem ganzen Monat anschauen, wenn ich das daily, also täglich könnte tracken. Genau. Von dem her, wer jetzt da eingeschaltet hat und einfach wissen, hey, wer sind eigentlich die most popping Follower oder most popping Artists mit den meisten Follower, werden wir da vielleicht auch tracken, also mehr in so einem Independent-Bereich, aber interessiert mich herzlich wenigst, einfach, dass die Leute das ein bisschen verstehen. So. Das könnt ihr auch gerne selber anschauen. Also es ist relativ einfach herauszufinden, wer ist so Top 10 oder Top 20 von den meist konsumierten oder meist gefolgten Artist-Accounts. Einfach das als kurze Introduction zu dem Livestream, sage ich jetzt mal.
Krass. Einfach 50.000 Streams. Uff. Ja, kann jemand, der da im Stream zuschaut oder das später sieht, kann mir jemand bitte erklären, wieso der Nate keine Musik mehr macht? Oder nicht mehr released hat? Ich wollte das wirklich wissen. Das ist ein riesiger Verlust. Unglaublicher Verlust, dass der nicht weitergemacht hat. Muss ich an dieser Stelle sagen.
Mm.
So. Jetzt sind wir mal ein paar eintragen da. Für das müssen wir aber schnell. Das schnell zumachen. Open File. Gut. So.
So, geben wir die noch ein, die wir hier haben. Den Rest machen wir dann an einem anderen Tag. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das updaten können. Bam. 319. Genau, 19 sind dazugekommen. 319, das müsste auch stimmen. Jetzt geht es runter bis 319, yes. Gut, 19 neue Einträge. Heute haben wir nicht so viel gemacht.
Aber wir sind auch noch ein bisschen am Erklären gewesen und haben recherchiert. Also ich habe noch ganz viel da im Hintergrund, wo ich mir auf jeden Fall notiert habe und in den nächsten paar Sessions auch noch eingetragen werden. Aber ihr habt das jetzt mal in Aktion gesehen. Basically eben werden da die Artist-IDs eingetragen, dann wird ein kurzes Skript, läuft dann ab und am Schluss landet die Artist-IDs da in dieser Liste und kommen die Followers, die Spotify-Follower rausgefischt, zusätzlich zu den Artists mit dem jeweiligen Datum. Das ist jetzt das Datum von heute, aber in Zukunft werden wir das täglich tracken. Genau, aber das tun wir jetzt mal speichern für heute. Machen wir da mal einen Cut und dann ist das gewesen. Ich würde sagen, man hört sich bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen und gute Nacht vor allem.